De Marc Thomé ass zënter der letzter Saison Trainer beim FC Daverding. Das ein ganz jung Equipe, die awer noch immer drop wart, ihren echten Championatstitel zu gewannen. Nadine und Maureen waren beim Training zu Uhrwerke. Mat knapp 12 Joer ass den Daverdinger Verein vun dene jngste Fußballskleb am Land. Zter dëser Saison huet den FCD 03 en neuen Trainer, de fréiere Red Bull-Spieler Marc Thomé. Training vun der eischter Equipe hun mehr hin interviewt. A vum Präsident Fabrizio Bey wollte mehr wissen, fir wat de Marc Thomé de richtige Choix fir dës Saison ass. Marc Thomé ass een Nations Ball Daverdinger Jong. hunn per se schon mehr zusammen lange man in der Boys gespielt. An no dem, wo man den helle Flochmann nëmi gehalen hunn, hun is gesot, mir wollte mal Lützeburgschen Trainer hunn an de Mark menggen Äen wetten bis lo brucht huet an den Äner Vereiner, dat war ganz positiv an ich meine kann es do weiterbringen. Ich war schon immer Spieler, schon als Spieler wollte ich immer Trainer gehen. Das heißt, schon Trainingen immer abgeschrieben vom regionalen Trainer. Und mich macht einfach Spaß. Ich wollte beim Fußball bleiben. Fußball hört mir so viel gehen und ich will nur etwas zurückgehen. Meine Trainerkarriere hat 1999 angefangen. Da bin ich zurück auf Uhrwerke gekommen, auf den CS Uhrwerke als Spielertrainer. Das heißt, ich war Spieler und Trainer an Engems. Was hat die erst für diese Saison geholt? Besser aufschneiden wie mein Viergänger, das heißt, wir waren Dritten, das wäre dann Zweiten. Aber was ideal wäre, wenn wir einen Champion geben, weil Daverding 03 geht es 12 Jahre und wir waren noch nie Champion. Was für eine Rolle spielt Vertrauen an einer Equipe? Ein Spieler, der kein Vertrauen hat an sich, der kann nichts erreichen. Und du sagst ihnen ja, wenn er gute Resultate hat, dann hat die Equipe Vertrauen an der Wünsche, an der Kante heraus, wenn sie ein paar Matches verlieren, haben sie kein Vertrauen. Wo kein Vertrauen hat, der kann kein Match gewinnen. Den Andy Moy, Ex-Schüler vom LGE und Spieler beim FC Daverding 03, hat es gesagt, was er vom neuen Trainer hält. Die Resultate weisen, dass er ein guter Trainer ist. Wir sind im Moment Zweiter in der Tabelle. Und ich meine, die Arbeit, die wir heute zusammen alle am Terrain machen, das hört sich schon noch andere Resultate aus. Den Danny Pfeiffer ist Co-Trainer zu Daverding und hat uns erklärt, wie die Rollenverteilung ist. Den Marc ist mehr taktischen Bereich, es ist mehr physischen, Schnelligkeit, am Passspiel, also an hin als hauptsächlich für mein Matcher, wo er kontrolliert, ob alles richtig gemacht wird oder nicht. Für die Lasch war der beim CS Grevemacher Trainer. Wie schwer fällt einem dort fortgehen? Das war traurig, weil ich mich immens wohl gefühlt. Ich war schon als Spielrenker 5 Jahre zu Grevemacher. Die Mentalität der musste mir immens gut gefallen. Und noch mit den deutschen Spielern, das ist eine andere Mentalität wie mit den französischen Spielern. Die zwei gefallen mir gut. Und das mir nicht einfach gefallen, für Macher fortzugehen. Was ist dann anders an der Mentalität? Maar ja, die Deutschen, das sind mir geselliger, das heißt, die bleiben immer nur die Matcher. Und Franzosen, die gehen nicht daheim. Das will aber nicht über die Qualität von den Spielern umterren. Wie bereitet die Sing-Equipe an sich selber auf ein wichtiges Match für? Da gibt es so Ritualen, du hast jeder nicht. Aber was aber immer bleiben ist, das ist Nervosität für die Matcher. Ich meine, wenn ihn das nicht mehr hört, dann soll ihn abhalten. Führende Matcher sind immer nervös, da ist eine Anspannung da und das muss auch sein. Das heißt, es kribbelt dann. Es graut mal los, wenn ich nicht mit Trainer sind, das wird mir immens fehlen. An der professionellen Fußballwelt kriegt bei einer Defat bald immer einen Trainer die Schuld. Wie sieht ihr das? Ja, ich meine, das ist richtig, wenn meine Equipe verliert, dann habe ich etwas falsch gemacht. Das ist eben so. Der Trainer ist auch der Nächste, der rausgeht. Sie können ja schlecht die Equipe rausgehen. Mit dummer, da kann ich evaluieren. Ich gebe mir Niederlage, man nicht mehr stark. Aber bis haben wir ja heute zu Daverding noch nicht das verloren. Hat ihr ein Trainervorbild? Weil ja, für war gerade die Person? Schon ein Trainervorbild, das ist den Johann Cruyff. Das sieht erst in den Jungen, vielleicht nicht mehr viel. Das war von den besten Fußballspielern, den Che Guinness und Nastono als ein Trainer ging zu Barcelona. Und das ist ein Vorbild für die neue Trainergeneration von Guardiola und alle denen. Und was sind Ihre Erwartungen an den Marc Thomé für das Fußballsaison? Die Erwartungen, die sind groß. Die Erwartungen, nee, ich meine immer nur, wenn du spielst, Daverding spielt nur die letzten 3-4 Jahre immer zwischen der dritten, pendelt zwischen der dritten und der vierten Platz. Ich meine, dieses Jahr sind die Ambitionen ein bisschen mehr hoch gesagt gehen. Wir werden nicht ein Champion gehen. Ich gebe gerne ein lesen, Daverding 03 als Champion geben am Trainer Marc Thomé.